Angefangen hat alles mit einem Stück Papaya, einem Big und dem Internet. Endlich waren sie weit, wir sind nach Rheinbeck gefahren. Wir haben ein Hotel angecheckt, aber wir waren ein letztes Jahr gut essen. Ehre bin ich. Was ist dann überhaupt Mastektomie, Hysterektomie und Ovarektomie? Also die Mastektomie ist, da wird die weibliche Brust hochgeholt und wird eine männliche Brust geformt. Die Hysterektomie ist eben, da wird die Gebärmutter rausgeholt, aber mir ist auch die Ovarektomie gemäht gehen, also die Eiersteck rausholen lassen. Angefangen hat alles mit einem Stück Papaya, einem Big und dem Internet. Ich habe angefangen, Kliniken rauszusuchen, die Mastektomie anbieten. Ich habe mich an der Transgender-Gruppe auf Facebook informiert, was für Kliniken, also was für Doktoren gute Resultate haben und was für Einstellungen nicht so gute Feedback hatten. Wie ich dann eine ganze Liste mit Adressen und Telefonsnummern rausgesucht habe, habe ich angefangen, mir Bilder anzugucken, was für Resultate mir besser gefallen. Aber was für Kliniken eben so Resultate haben, die mir vielleicht eben nicht so gut gefallen haben. Und ich habe die Lust angefangen, bis mich klein zu machen und mich auf verschiedene Kliniken mehr zu konzentrieren, wo mir einfach besser gefallen haben. Das hat dann eine ganze Zeit gedauert, weil das aber eine relativ schwierige Decision. Wie ich dann meine Lust immer mehr klein hatte und ich noch 2 Kliniken zur Auswahl hatte, habe ich Spätkliniken kontaktiert und ich habe geguckt, mit denen, was für eine OP-Methode die haben. Und beide Kliniken haben mir richtig gut gefallen. Am besten hat mir eben Rheinbeck, also bei Hamburg, den Dr. Schwarz gefallen. Und ich habe dann mit denen Kontakt aufgeholt, für ihr Rendezvous für das Gespräch zu machen. An dem Gespräch geht es darum, da kriegt ihr dann genau erklärt, wie die genaue OP-Methode bei dem sind, wie lange in der Klinik lebt, wie noch der Fall was nach der Operation. Und also ziemlich alles, was ich eigentlich wissen will, du kriegst noch mal als Frage beantwortet. Und du sind schon mit meinem besten Kollegen auf Rheinberg bei Hamburg gefahren, für das Gespräch beim Dr. Schwarz dort zu haben. Und als ich dann konnte man dann die allgemeine OP-Methode mit einer Transgender zusammen erklärt, wo man auch Bilder gewiesen konnte für Resultate. Und wie das dann alles fertig war, sind wir nur noch einzeln bei den Doktor gerufen gehen, wo dann für einen Brust geguckt hat, wie dann zu gucken, was für eine Schnittmethode, also was für eine OP-Methode genutzt wird, entweder Großschnitt oder Kleinschnitt. Also zu den großen und kleinen Schnitt kommt ich nur ein Kehr. Aber bei mir ist es eben darum gegangen, dass, weil ich zu viel Brust habe, musste Großschnitt gemäht gehen. Und dann ist auch noch ein Dossier gelöscht gehen, wo ich dann auch ein paar Bayern heimgeschickt habe, dass ich eben an dem Gespräch da war, weil ich dann eben für Krankenkasse alles brauche. Und dann ist ich an den Hotel gegangen und ich habe mir ganz viel Gedanken gemäht, ob mir das alle gefällt oder nicht, ob ich die andere Klinik auch noch gucken gehen. Und dann habe ich mir lange darüber geschlafen. Nächsten Tag beim Kaffee war ich mir relativ sehr bewusst, dass ich unbedingt operiert bin. Und ich habe direkt angerufen an die Klinik für ein Rendezvous zu machen, weil ich wusste, dass es mega lange Wartezeiten gibt. Und ja, 1,5 Jahre müssen werden für mein Rendezvous zu kriegen für die Operation. Was ist dann überhaupt ein Unterschied zwischen den großen und den kleinen Schnitt? Bei den kleinen Schnitt wird einfach so der kleine Schnitt in der Brustwarze gemäht, wo alles rausgeholt wird, sodass den Herrn aus sich gar keine größeren Narben hat, wo ihn gesagt dass er operiert gehen ist. Bei den großen Schnitten ist es so, da wird dann komplett in der Brust abgeschnitten, für alles rausgeholt zu kriegen. Und da wird meistens auch Brustwarze rausgeschnitten, wo dann auch mit klein gemäht wird und dann noch am Druck transplantiert. Aber mir ist dann die OP-Methode benutzt gehen mit den großen Schnitt, weil ich zu viel Brust hatte. Und das eben sonst nicht gut ausgesehen hat, und noch für dann die Brustwarze ein bisschen klein machen zu lassen. Als du entschieden die Methode zu nutzen mit den großen Schnitt. Und für mich war das eigentlich gar nicht so schlimm, dass ich eben größere Narben wert tun, weil ich zählen die Narben ein bisschen meine Geschichte, so wie ein anderer Mensch eben ein Tattoo hat, sind die Narben eben da und zählen meine Story. Wieso Rheinbeck und nicht eine andere Klinik?
Ich war mir ziemlich sehr bewusst, dass ich unbedingt will die Klinik zu Rheinberg gucken, weil mir einfach die Resultate einfach mega gut gefallen haben und ich relativ gute Feedback gekriegt habe von anderen Transgender. Und auch wie wir eben da waren am Viergespräch, war der Doktor einfach mega live, den hat wirklich alles ganz genau erklärt und auch eben weil man die Bilder gewiesen kriegen von ihm, die selber operiert hat, die Leute. Und ja, und er war einfach mega sympathisch und ich konnte wirklich alle meine Fragen, die ich hatte, beantwortet. Und ich habe mich ziemlich wohl gefühlt da und dafür habe ich mich dann eben für Rheinberg entschieden. Wir sind eine ganze Zeit vergangen, als habe ich dann angefangen, mich zu präparieren daheim. Ich habe eine ganze Papierkram müssen organisieren, für eben mit der Krankenkasse aufzuklären, für das sie mir das Operation bezahlen werden. Wie ich schon einmal Papiere fertig hatte, an der Krankenkasse geschickt habe, ich musste einfach werden und ich konnte schon relativ schnell eine Antwort, dass sie mir das Operation werden bezahlen. Das war aber natürlich nicht alles, was ich schon organisieren musste, aber ich habe mich auch auf sich gemäht, was ich alles brauche, auf Verbandsmaterial für nur die Operation. Weil das war gar nicht so einfach, all die Sachen zu organisieren, weil die Sachen nicht allzu Lützeburg genauso gut wie ich sie gebraucht habe. Mir war die wichtig, dass ich all das Verbandsmaterial schon vor der OP hatte, für nicht nach der Operation mussten auf die großen und in die Sachen zu gehen. Du hast Tellern und Tasen nach um ein Hecht gesagt, wo ich auch Druck kommen, ohne mich mussten zu strecken, also meine Hand über den Kopf mussten zu halten, weil ich nur der OP das nicht direkt machen durfte. Dann ist doch schon in den Wallispark gegangen. Wo ich paar extra Sachen müssen abpacken, wie zum Beispiel hier mal am Platz normale Pyjama, weil es nicht so einfach ist. Eben, wie ich schon gesagt habe, mir den Kopf zu strecken, habe ich dann einfach hier mal angepackt am Platz Pyjama, weil das mir einfach ist, für mich anschluss umzudrehen. Und dann eben noch ein bisschen weit inner war, weil ich nicht wollte umdrehen, was eben ja nur mein Wundengift drücken und mein Gift tun. Endlich war es soweit, wir sind auf Rheinberg gefahren, wir haben ein Hotel angecheckt und wir waren ein letztes Jahr gut essen. Ehre du nächsten Tag für mich an die Klinik gegangen ist. So, Fortsetzung folgt, weil ich meine, das ist einfach viel zu viel. Dafür sieht ihr nächste Woche den nächsten Teil von meiner ganzen Operationsstory. Ich hoffe, euch gefällt das. Wir sehen uns nächste Woche.